Die 106. Episode hier vom Let's Play zu The Witcher 3 Wild Hunt, eben noch mit der Schatzsuche der greifenden Schulausrüstung beschäftigt. Und wie ich es noch angekündigt hatte im letzten Part, sprich, dass ich ja offscreen noch farmen werde. Habe ich gemacht, hier Mutagen und so weiter. Die roten waren ein bisschen schwieriger, aber gingen auch mit der Zeit. Und momentan sieht sie verrückt aus. Wir haben überall große Mutagene. Geil. Jetzt haben wir die blauen, einmal die rote und einmal die grünen. Gut, wir müssen mal gucken wegen Magie und so weiter, sprich Alchemie. Aber ansonsten sieht es schon mal sehr, sehr geil aus. Wir haben Vitalität plus 150, die Intensität der Zeichen plus 40%, die Angriffskraft plus 40. Einfach nur mega, giga geil. Ja, und jetzt in der heutigen Episode habe ich in diesem Sinne noch ein paar Dinge vor. Zum einen gibt es hier noch einen Ort, den ich irgendwie ganz zufällig gefunden habe. Also nicht ganz hier, sondern ein bisschen weiter oben. Ja, wäre ein bisschen zufällig. Dann holen wir uns nochmal die Greifenschulausrüstung, sprich dort bei der Ruine der Festung. Da ist ja, da ist eigentlich relativ easy, muss einfach nur unten durchtauchen, auf die Idee muss erstmal kommen. Damit man halt da in die Burg reinkommt. Dann noch gucken, ein paar Quests und so, aber was ich jetzt noch mal machen will, nach über 100 Folgen mal und ja, sag's mal so, in der Anfangszeit, dass da Let's Player war und so, habe ich noch öfters gemacht, dass ich halt bei den Let's Plays noch schweizerdeutsche Parts gemacht habe. War halt so ein bisschen Steckenpferd von mir und so, eben weil ich auch Schweizer bin und so, und daher dachte ich mir, aber schon lange nicht mehr gemacht, und bei The Witcher, vor allem wenn es halt um so Quests geht, sag jetzt mal, eben nicht so Story gehört, sondern halt Sidequests, warum denn nicht wieder mal ein Part auf Schweizerdeutsch, wa? Ja, will man sagen, wir legen gleich mal los. Ganz kurz vorher. Wie gesagt, die zwei Quests können wir vermutlich uns abschminken. Die hier vielleicht auch. Müssen wir mal gucken. Den können wir sicher noch machen, aber das machen wir dann, sobald wir in Skillige sind mit ihnen hier. Das müsste trotzdem klappen. Und in diesem Sinne, ja, geht's los auf Schweizerdeutsch in 3, 2, 1. Und weiter geht's. Ja, ich muss mal schauen, ob das noch kann. Also, heute schon, aber ich habe schon lange nicht mehr Schweizerdeutsch moderiert. Genau, hier ein Ort der Macht. Ich weiß auch nicht, irgendwie. Also, im Prinzip war es so, ich habe ja offscreen gesagt, da die, wie heisst die schon wieder? Mann, die Monster halt da aus dem Wasser und so, jetzt haben wir keinen Namen nicht mehr. Oh Mann, die Musik. Da waren es nicht. Nein, das ist nicht gewesen. Komm, Nico Fangen sind es. War genau, Ertrunkene, Entschuldigung. Die Ertrunkene wollen farmen. Das Problem ist, wenn man dort halt meditiert, einen Tag lang, taucht die trotzdem nicht auf. Man muss irgendwie an einen anderen Ort reisen. Darum habe ich ja so gemacht, also sprich, die Ertrunkene da platt gemacht. Zurück zu dem Schild. Da über hat er meditiert, bin da übergelaufen und so weiter. Und dann bin dabei, irgendwie habe ich den Ort der Macht entdeckt. Wenn man so denkt, okay, gut. Vor allem der Witz daran ist, ich habe ja gemeint, das muss ein Ort der Macht sein. Genau. Ich habe ja gemeint, ich hätte schon alle Skellige gefunden, laut meiner Liste, aber das ist natürlich ein totaler Fail gewesen, keine Ahnung wieso, aber aus irgendeinem Grund halt. So, jetzt, wenn wir das gemacht haben, wir haben ja noch 2 Punkte offen, würde ich gerne mal anfangen mit Alchemie, und zwar mit diesen beiden. Mit Öl ein bisschen verstärken. Jetzt haben wir aktuell auf Klingen angewendete Öl bewirken bei jedem Treffer 9% Chance, das Ziel zu vergiften. Je höher die Stufe, wenn ein Öl ist, desto größer ist die Chance. Alter Schwede, natürlich schon geil, falls es klappt. Jetzt halt Frage gegen Welle. Ich meine, der wäre ein bisschen doof, oder Maximalität um 500, das ist natürlich schon ziemlich viel. Das ist nur 5%, das ist sehr wenig. Das ist nur 5%, ist mittlerweile echt zu wenig, hey. Machen wir das da, wa? Yes, man. Vitalität plus 300, sowieso nicht so eine Idee. Kann man schon schauen. Okay, der Balken ist es so breit. Ja, trotzdem noch. Also Vitalität kann man eigentlich knicken. Bringt nicht mehr viel, weil wir sowieso plus 300 haben. Das ist echt nichts, wa? Den nochmal rein tun. So ein Slot leer lassen ist auch ein bisschen doof. Ja, wieso nicht?
So, sehr schön. Jetzt, was wir noch machen wollen, wir sind da ja fertig. Genau. Greifenschule und so weiter. Ja, aber jetzt bin ich gerade das Skellige, war natürlich besser. Das ist mal sehr geschickt so von mir. Okay, Planänderung. Greifenschule machen wir später. Wenn ich schon mal dran bin, machen wir erstmal die Quest. Dann tun wir sie nirgendwo. Wie gesagt, wir sind ja schon da. Also, die Frage war bloß, wo zum Henker haben wir die Quest gehabt? Dort oben ist Warlock? Nein, ist nicht gewesen. Da auch nicht. Verdammt, da oben ist es. Ah ja, am 9. da oben. Der Scheiß dort macht, der ist so beknackt gewesen. Aber egal. Hafen von Urialla. Quatsch mit den Dorfbewohnern. Ja, machen wir gerade. Ja, Entschuldigung. Jo. Das Irdenzeichen, auch Irden, ja. Viel Szenen verwendet, aber Irden, das braucht man auch so selten. Ich weiß auch nicht, vielleicht mache ich dann einen zweiten Durchlauf mal anders und so. Ein Sturm, verdammt. Also sprich New Game Plus würde ich sowieso noch ein bisschen zeigen dann. Aber egal. Hörst du das? Das ist... Das heißt, dass es... Wer führt euch jetzt? Wir brauchen keinen König. Okay. Zeig mal. Da habe ich eigentlich noch ablegen, die Truhe war. Ich meine, da gibt es relativ viel Geld, aber nötig haben wir sie nicht. Irden. Halt nur so wenig rum dafür über. Schon krass, ne? Gut, behalten wir es noch. Vielleicht kann ich es im zweiten Durchlauf noch benutzen. Die 2% sind viel zu selten, viel zu wenig. Da haben wir sicher noch etwas Besseres über. Was wir machen, etwas verkaufen oder so. Praktisch wäre es vielleicht noch, aber. Nee, braucht man echt nicht. Ich denke, so geil ist. Oh, Alter! Anfährte! Die Stufe 34 plus 50% kritische Trefferchance. Ja, leck mir doch am Arsch. Wohohoho. Alter Fatzke. Ja, so viel dazu, dass irgendwie noch. Alter, einfach so. Wieso was, das kaufe jetzt einfach mal. Vor allem plus 50% kritische Trefferchance, das ist so krass. Ich weiss, wir haben ja einen Meisterschmied da, der hat Tore oder so, wo wir noch nicht gerade haben, aber für da braucht man zuerst noch ein Schema. Und so ein gutes Schema für Silberschwerter haben wir gar nicht. Also nicht benutzen, ich weiss, aber das ist kein Problem. So, haben wir schon mal ein krasses Teil. Jetzt haben wir dann natürlich noch ganz grosse. 5%. Ich kann mit 10%. Kurioserweise nicht. Hä? Grosser, aber das hat auch 10. Aber die da haben nicht 10. Sind zwar grosse, aber. Oh! Ah! Meine Nase juckt! Nase juckt, nicht gut. Was bist du eigentlich für Stufe? Oh, Anfänger, ganz toll. Der bringt es auch nicht viel, vor allem da fehlt noch zu. Vielleicht hat er welche davon. Ein explosiver Puls kann man immer gut brauchen. Also, reparieren. Wow, das ist so teuer. Erstaunlich, okay. Ja, er hat das Pulver nicht. Hat das vielleicht selber? Wie heisst das? Serikanisches Pulver. Natürlich die Frage, wa? Was muss ich dafür zerlegen, wenn wir das Pulver bekommen? Ja, kann natürlich da hinten sicher mal aufhören. Fangen wir von hinten nach vorne an. Nein, ich sehe noch nichts. Serikanisches Pulver, ja, was soll denn das?
Und zuerst etwas zerlegen und aus dem wieder zerlegen. Das wäre natürlich auch noch fies. Habe ich echt noch nicht. Oh, verdammte Mist. Nein, da sieht. Ach so. Natürlich ja. Perlen. Zerriebene Perlen wäre so eine Variante, aber verkauf sie lieber. Da braucht man zerriebene. Wisst ihr was, machen wir mal 2 Stück mal so zerlegen. Da brauchen wir das echt mal noch. Schwarze Perle, leck moi. Schwarze Perle ist aber wir brauchen nur einen davon. Nein, ich finde das einfach nicht. Verdammt. Okay, dann geht das also nicht. Sehr gut, dann halt. Wo kommen wir das los über, wa? So, wo sind jetzt da die Perlen? Aha. Sehr schön, sehr schön. Die haben wir natürlich noch verkaufen, falls ihr noch mal Geldnoten hättet. Momentan ja nicht. Wie gesagt, man macht 25 Schaden mehr, aber andererseits plus 4% Chance. Verbrennt natürlich 50% Crit, schon natürlich schon geil. Naja, komm weg damit. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Bis dann. 3 Dell brauche ich also noch ein bisschen das Schwert anlegen. Okay. Jetzt erstmal, was ist eigentlich da los? Das ist bestimmt nicht das schlimmste Wetter, das wir sehen. Mit dem zu tun, oder? Tun wir es nirgendwo? Ja, glaub schon. Was gibt's denn? Ich habe eine Aufgabe für dich. Aber wir müssen nicht im Regen stehen. Wir können zu mir gehen und dort reden. Worum geht's eigentlich? Siehst du die Anhöhe hinter dem Dorf? Jahrhundertelang war dort nichts. Bis wir eines Tages erwachten und bumm, stand da der Turm. Und plötzlich schlugen Blitze ein, als ob die Nagelfahr angesegelt käme. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Jemand muss was gegen den Sturm machen. Bei den Wellen können wir nicht zum Fischen oder Plündern raussegeln. Jemand soll etwas gegen den Sturm machen. Ja, da frage ich mich halt, was soll gegen den Turm machen? Sollen abholzen oder was? Habt ihr versucht, ins Innere des Turms zu gelangen? Ob wir es versucht haben? Noch an dem Morgen, als der Turm aufgetaucht ist. Wir sind alle losgezogen. Das ganze Dorf. Wir wollten den Besitzer begrüßen, sollte er friedliche Absichten haben. Oder vertreiben, hätte er Böses im Sinn gehabt. Wir haben geklopft und gepocht, aber niemand kam. Also haben wir die Tür geöffnet. Und unsere Knie sind weich geworden. Warum? Hinter der Tür war eine Fläche aus Wasser, aber aufrecht. Sowas hatte ich im Leben noch nicht gesehen. Der Druide hat gesagt, das wäre Magie. Er ist mit 5 tapferen Kerlen reinmarschiert. Seitdem kein Zeichen von ihnen. Tönt nicht allzu gut und Alter, ist die Musik laut. Boah, was soll denn der Sound, hey? Gut, ich werf mal einen Blick hinein. Wenn du drin bist, zieh dich bitte nach dem Druiden und den 5 Männern aus unserem Dorf um. Wäre schade, sie zu verlieren. Du hast mein Wort. Möge Heimdall dich führen. Ja, sowieso. So, ganz kurz nochmal schauen da wegen der Musik. Alter, das Sound hat der ganze laut sein. Wenn du die Optionen einfach ausstellen. Ne, machen wir das jetzt, weil ein bisschen Sound ich auch habe. Das ist kuriose. Teilweise plötzlich wieder so laut, dann ist er plötzlich wieder so leislich. Also sprich leise und laut. Aber okay. Ach nee, schon
Schauen wir mal, was da los ist mit dem Turm. Betritt den Turm. Ja, darf nicht so schwierig werden. Stufe 30 ist gestanden, aber... Oh, nicht schon wieder so ein Zyklop. Ja, Servus. Okay, von mir aus, das ist kein Nekrophag, das ist ein Ogroid gewesen, wa? Ogroidenöl plus Gwen, das mag er ja. Naja, schafft man schon. Aber ein bisschen stärker sollte sie sein. Ogroidenöl, wo haben wir es denn, Aber ist schon verbessertes? Nein, ist erst noch Geister, Drakoniten, Gift der Hängten, Drakoniten, Nekrophagen, Ogroiden. So, sehr schön. Bombe habe ich noch, ich glaube nicht, dass die bei dem etwas helfen, aber was soll's. Dann andere Bomben noch Mondstaub. Verstärkter Effekt. Ja, Giftschadenproblem ist nur, trifft mich selber noch, also eher ungünstig. Bei denen wirkt eine Bombe, wa? Ja, Nordwind. Oh, Groiden plus Gwen. Ja, machen wir mal. Bin ausgerüstet, okay. Ich kann nie schaden. Okay. Der noch so gelobt, was ist los? Nochmal eine. Schaffe ich den gar nicht. Will man jetzt verarschen? Das war schon alles gewesen. Schwächlinge, so wer ist das denn? Ja? Und ein paar Wölfe, ja gut von mir aus. Level 21 Zyklop. Und tschüss. Ja, nie erlebt, ey. Der Turm muss schon nirgendwo, wieso führt mich das Spiel so einen komischen Weg entlang? Oh. Das soll ja lustig werden. Alter, ist das Loot! Ja, mal schauen, wa? Klopf, klopf! Oh, ein Portal. Oh nein! Ich hasse Portale! Nee, bringt auch nichts. Oh, was soll... Portal, verdammt. Ja, du sagst es. Du weißt nicht, wo du rauskommst. Wunderbar. Das Portal ist geschlossen. Von außen sah er kleiner aus. Eindringen erkannt. Nicht weiter eindringen, sofort umkehren. Umkehren nach Herbeirufen fehlgeschlagen. Neutralisierung des Eindringlings. Oh, das tut nicht gut. Ein Golem. Müsste eigentlich auch so etwas der Art sein, wa? Nein, das ist ein Konstrukt, wa? Hallo? Relikt hat mich jetzt auch überrascht. Warte mal, ein Golem, da muss doch eigentlich logischerweise ein Konstrukt sein. Konstruktöl und Art. Jetzt frage ich mal, hilft bei den Dimetriumbomben, toll natürlich genau nicht. Den Nordwind können wir mal versuchen, wa? Oh, ich habe einen Mundstab. Wobei Silbersplitter, das ist ja Silberschaden und so weiter. Ja, versuchen wir es mal. Haben wir gesagt, Konstruktöl, wa? Habe ich, glaube auch mal gemacht. Nö. Natürlich nicht. Los geht's! Oh, das war's mit dem Schild. Power hätten wir im Law.
Wow, wow, wow! Verdammt! Jetzt langt's mal aber. Wenn man so viel gehofft hat. Ja, komm nur, komm nur. Ne, da bringt nichts. Dann kann so viel Gernetti. Wow! Und Schilder fast futsch. Wenn's aber ganz. Also, mein Medaillon vibriert! Alter Schwede. Golem, sehr toll. Jetzt weiß ich nicht, ich habe besiegt oder was? Hier drüben. Ich bin hier. Hä? Wer? Wo? Was? Wie? So, aber erstmal gehst du mir bitte noch... Hallo? Kein Golem-Herz nicht. Verdammte Schweinerei. Okay. Eintrag ins Bestiarium. Schon Konstrukt. Ja, ich habe gesagt. Die Mediumbombe, Konstruktöl, das haben wir nicht. Toll. Ja, Konstruktöl muss ich dringend mal etwas machen. Brauchen wir einfach so dringend, hey. Ja, toll, fehlt das Schema. Ja, wenn wir dringend suchen. Sonst gerade noch etwas Interessantes, bevor wir da die befreien. Komm her. Bitte. Ja, da bin ich ja. Endlich ist jemand da, um mich zu befreien. Noch dazu ein berühmter Hexer. Den Göttern sei Dank. Was für ein Glück, dass du in Kovir bist. Hat dich König Tankred geschickt? Oder die Gesellschaft für Magie? Weder noch. Und wir sind nicht in Kovir. Wir sind in Skellige. Die Leute hier haben mich angeheuert. Dein Turm hat einen großen Sturm über die Insel gebracht. Wir sind in Skellige? Wir wurden teleportiert? Oh, es ist viel schlimmer, als ich dachte. Lass mich raten. Du hast die Kontrolle über den Golem verloren. Er hat dich eingesperrt und mich angegriffen. Nein, es ist nicht so, wie du meinst. Die Golems sind nur eine der Verteidigungsanlagen des Turms. Sie sind Teil seines defensiv-regulatorischen Magikons. Seines was? Seines magischen Verteidigungssystems. Es sorgt dafür, dass nur der Besitzer des Turms ihn benutzt. Wenn Eindringlinge kommen, werden die Zimmer verriegelt und der Zugang verweigert. Und da keiner von uns der Besitzer des Turms ist, hat der Golem mich angegriffen und dich eingesperrt. Und wie umgehen wir die anderen Schutzmaßnahmen? Wir müssen das defensiv-regulatorische Magikon deaktivieren. Der frühere Besitzer des Turms hat eine Abhandlung über das Beseitigen solcher Systeme geschrieben. Gottfrieds Omni öffnendes Grimoire. Er müsste ein Exemplar im Turm haben. Bitte such es. Wenn ich es habe, kann ich versuchen, das Sicherheitssystem zu umgehen und dich nach Hause und den Turm nach Kovir zu bringen. Alles klar. Einige Leute aus dem Dorf sind reingekommen, oder? Ihre Überreste liegen neben dem Golem. Sie sind vor ein paar Tagen gekommen. Ich war wegen ihrer Kleidung überrascht. Aber ich wäre nie darauf gekommen, dass wir in Skellige sind. Es waren nur wenige, von einem Druiden angeführt. Der Turm warnte sie, aber sie haben nicht darauf gehört. Die Leute von Anskellig lachen bei Warnungen nur. Hätte der Turm sie nett gebeten und ihnen ein Horn voll Met angeboten, dann wären sie vielleicht gegangen. Ich habe schon viele Wunder gesehen, aber ein Turm, der sich selbst teleportiert, ist mir neu. Dieses defensiv-regulatorische Magikon. Ich wollte darauf zugreifen. Es muss einen Fehler gegeben haben. Die Evakuierung wurde eingeleitet. Das Portal hat sich geöffnet und wir wurden nach Skellige katapultiert. Dadurch sind elektromagnetische Störungen entstanden. Deshalb der Sturm. Ich habe versprochen, den Sturm zu vertreiben. Dann musst du Gottfrieds Omni öffnendes Grimoire finden.
Du scheinst zu wissen, wer ich bin, aber ich kenne nicht mal deinen Namen. Sigo Bunz, Magier und Zauberer am Hof in Pontvanis. Dieser Turm sollte mein neues Zuhause werden. Ich habe ihn bei einer Auktion gekauft. Einen Turm? Bei einer Auktion? Er gehörte Gottfried Stammfeld, einem bekannten Magier. Als er starb, haben seine Erben den Turm versteigert. Sie waren sehr misstrauisch. Niemand traute sich nachzusehen, was Onkel Gottfried in seinen bunten Gläsern aufbewahrte. Also ob die Inhalte ihn den Geruchssinn und sein linkes Auge gekostet hatten. Sie wollten den Turm mit allem darin verkaufen. Der Preis war unschlagbar. Ich konnte nicht widerstehen. Und das hätte er jetzt davon. Es ist an der Zeit, von hier zu verschwinden und den Turm heimzuschicken. Wo finde ich Gottfrieds Abhandlung? Weißt du das? Die Bibliothek wäre ein logischer Ort für die Suche. Der Schlüssel müsste im Labor sein. Wo liegt das? Wenn du den Raum gegenüber betrittst, siehst du links das Labor und geradeaus die Bibliothek. Aber vergiss nicht, du bist ein Eindringling. Der Turm wird versuchen, dich aufzuhalten oder dir das Leben schwer zu machen. Wir werden sehen, wer zuerst kapituliert. Ja, da ist ja für Geralt sowieso nichts Neues. Ja, in diesem Sinne, Leute, ich weiß wieder auf Hochdeutsch. Vielen Dank fürs Zusehen mit diesem Part wieder mal. Ja, halt meine Klappe ein bisschen her, gerade das kommentatorische Part beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Im nächsten Part geht es hier weiter mit diesem seltsamen, ominösen Turm. Wobei es hier wie eine Tropfsteinhöhle aussieht, aber okay. Und mal gucken, was wir noch alles finden werden, entdecken werden, etc. etc. Und, was ist denn das für ein Symbol? Armbrust, okay. Und was sonst so alles geschehen wird, hier, sehe ich plötzlich Leichen, hier bei The Witcher 3 Wild Hunt und ob wir dann natürlich schon bald mal mit Avallac'h Richtung Skellige segeln, wo wir sowieso schon sind. In diesem Sinne, ja, ciao zusammen!